Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteingenieur. Und da haben wir wieder die Swordfish auf dem Tisch. Und die tut noch nichts, darum kümmern wir uns jetzt heute. Und das erste Mal kümmern wir uns darum, dass alle da mal weg sind. Alles mal aus dem Weg. Das packen wir auf Zeit. Das ist so kurz. Hoppala. Jetzt. Das. Dann müssen wir. Der ist noch weg. Da seht ihr, das habe ich nochmal ausgedruckt. Bisschen besser ist geworden. Ist immer noch nicht ideal, aber das langt mir jetzt fürs Erste. Also, das ist ja keine Qualität, die ich verkaufen will. Das ist ja nur für mich. Und dafür reicht's. Ich denke, ihr bekommt die Idee da. Blasteringenieur. Da habe ich. Ja, das habe ich vergessen wegzumachen. Jetzt, da war so Dächle über dem E. Keine Ahnung. Wahrscheinlich könnte man da die Druckbahn auch noch optimieren. Aber das kann ich aktuell einfach nicht. Aber es reicht, um die grobe Idee zu vermitteln. Und das kann ich leicht austauschen, deswegen ist es nicht so dramatisch. Und dann gucken wir da mal rein. Heute verdrahten wir das Ganze. Und gucken. Macht gleich vielleicht das Batteriefach sauber. Also da müssen wir nämlich erst mal den Deckel wegmachen. Jetzt klappert das alles ein bisschen. Weil davon noch nichts wirklich fest ist. Schräubler fahren alle in der Lose rum so. Der ist auch mal weg. Da war Schwungrädelskäfig. Ja, das habe ich letztes Mal da oben eingelegt. Das war ein bisschen nicht so klug. Das gehört da rein. Müssen wir uns überlegen. Das Relais mal raus. Jetzt überlegen. Das muss ich irgendwie rausfummeln. Das kann ich auch noch vielleicht. Die brauche ich nämlich nicht. Ja, jetzt gucken wir. Da das Kabel. Wo habe ich denn das? Haben wir ein paar andere Optionen da noch. So Lauf, das können wir später noch überlegen. Das kurzer, die passen auf jeden Fall. Das habe ich mit meinem eigenen, also mit meinem selbst entworfenen Blaster schon getestet. Da haben wir das Kabel. Habe ich Schrumpfschlauch schon drüber gemacht. Da fliegen wir das die anderen Magazine rum. Sind alle. Der jetzt sagen, wir probieren es als erstes mit kurzen Pfeile. Also das Magazin noch nicht aufräumen. Ja, Schmutz ein bisschen da noch. Hoffe, dass ich dafür Schreible habe. Ja, das kann aber sein. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ich habe das noch da. Da kennt man, weil das B-Card ist gerade auf die Dinger nicht drauf, also da hat das viel Material. Dann habe ich das. Ich dachte, kann ich doch das nehmen. Das habe ich dann beim eigenen Blaster. Und für alle Leute, für die das erste Video ist. Aber ja, das ist mein eigener Blaster. Habe ich einige Videos zu gemacht, wie ich das aufgebaut habe, und der ist auch noch nicht fertig. Also da kommt noch Verkleidung drumherum, da bin ich gerade dabei, das zu entwerfen. Das dauert halt ein bisschen. Und dann dauert es noch ein bisschen, das alles zu drucken, aber das kommt noch. Und da Gott da vorne, Gott das hat ein bisschen Luft, aber mit ein, zwei Runden Klebeband hat er es sich erledigt. Und das hat halt nicht so funktioniert, deswegen. Sonst hätte ich das Teil da noch anders ausdruckt und da hätte man die Luft dann nicht mehr. Also das, ja, das geht auch da vorne, hat das ordentlich Luft. Das kann schon sein, dass das ein bisschen zu viel ist. Und es kann auch sein, dass das da vorne, da schießt die Pfeile rein und dann steckt die da drin fest. Also, da habe ich nicht allzu viel Hoffnung da drin. Jetzt müssen wir rausfinden, wie da das Kabel reingehört. Ich glaube, das gehört so. Und zur Sicherheit gucken wir mal in den Streifen nach. Weil das wird jetzt ziemlich ähnliche Einrichtung. Oder ziemlich ähnliche
Schicht wie bei der Streif. Ihr habt das rote Kabel, ist der Honor auf der Seite. Weil die Streif hat auch selbe Schwungrädles-Käfig drin, selbe Modelle. Eigentlich habe ich dafür andere Modelle geplant, aber das ist halt, das hat nicht so geklappt. Das habe ich da rausgelassen. Muss ich mal gucken, wie ich mir da Luft verschaffe. Das ist auch noch eine Herausforderung. Deckel bloß drauflegen. Also das passt schon mal. Das ist jetzt gerade so, das nicht ideal ist. Andersrum wäre es besser. So wäre es besser, aber da ist das Display muss ja nach Hause gehen. Da ist dann noch sonst das Magazin drüber. Da sieht man gar nichts. Das kann schon sein, dass die Schraube, dass wir da genug Luft haben. Die, gucken wir, die ist noch so dünn. Kann sein, dass es gerade so langt. Dann fahren wir damit, schneiden wir da Ecke raus. Das. Aber das ist noch ein anderer. Das brauchen wir, glaube ich, fürs Erste jetzt mal nicht. Die Dinger, das kann man immer noch probieren, wenn es prinzipiell funktioniert. Ich will da bloß euch ein bisschen Ausblick geben, was ich so Überlegungen habe. Das müssen wir jetzt erst einmal miteinander verbinden. Und das muss dann an das Relais noch. Das Relais wird über den Schalter ausgelöst. Ich jetzt sage, ich schwätze und denke, das ist ein bisschen, also das geht nicht so gut nebeneinander. Das muss so rum noch nein. So nein. Und so ist auch ideal, weil das ist der Teil, der durchgeschleift wird. Das ist von 30 nach 87. 30 nach 87, ja, das ist der Teil, der durchgeschleift wird. Mal gucken, vielleicht kriege ich mal eine Schriftzug weg. 80 Ampere kann das. Oh, haben wir ein bisschen Luft. Also das ist der Teil, der durchgeschleift wird und das ist der Teil, der ansteuert. Ja, so. So dürfte es passen. Das heißt so rum. So. Da ist das ideal. Da können wir da den Teil anschließen. Die Rückleitung müssen wir halt irgendwo auch durchfummeln. Aber jetzt erstmal Schwungrädlerskäfig verkabeln. Und wir machen alle Kabel in schwarz. Es wird wild, wenn ihr das verfolgen wollt. Also, da würde ich euch das Video zur Streif empfehlen. Weil da sind die Kabel in schwarz und rot, da habe ich es komfortabel gemacht, weil es danach zugemacht worden ist. Da wird alles schwarz. Und wir markieren ein paar Kabel, das sind dann quasi temporär rot. Oder das sind auch die rote dann. Und Markierungen machen wir, wenn es funktioniert, einfach weg. Dass das alles schier sauber aussieht. Ja. Dass das passt. Und ich sage, ich lege mal los. Dann machen wir das im Schnelldurchlauf und schwätzen wir dann noch weiter. Bis gleich.
So, ja, sowas dauert immer irgendwie ein bisschen länger, wie ich ursprünglich denke. Jetzt gucken wir mal, was von dem Schwarz jetzt rot ist und was wirklich schwarz ist. Das markieren wir dann höchst professionell mit Kreppband. So, und wo habe ich jetzt noch geklickt? Da, während wir geschwätzt haben. Das habe ich ja nochmal neu rausgedruckt. Das war beim letzten Mal nicht ganz so schön. Ist immer noch nicht ideal. Die Seite ist auch noch ein Drucker rausgekommen. Und ich glaube, das sieht minimalst besser aus. Ich glaube gar nicht, wie viel Ausschuss ich da produziert habe, bis da ein bisschen was rausgekommen ist. Was etwas besser aussah. So, hab das jetzt bei 9 Volt eingestellt. Das dürfte trotzdem gerne. So, dann ist nicht gar so laut. Wie fasse ich das jetzt an? Am besten gar nicht. Ja. 8, okay. Ja, da zuckelt die Modelle ein bisschen, aber das war's. Okay, ich sollte die Strombegrenzung nicht auf 4 Ampere stellen. Was kann denn? Zehn, das Maximum, was das kann. Ja, hoffentlich langt das. Ja, das langt. Das war jetzt mal. Wo steht jetzt noch? Uiuiuiui. Okay, das war mal 50-50 schon, scheint richtig zu sein. Okay, das mag es natürlich nicht, wenn. Okay. Mal auf mit der Spielerei. Ist richtig. Das heißt, das Kabel ist rot. In unserem Fall ist das Kabel mit Kreppband. Das ist das da noch. Das entfernen wir ganz zum Schluss wieder. Das ist rot. Können wir das aufräumen? Das Netzteil ausschalten. Das ist außerhalb vom Bildschirm. Muss ja keine Werbung von Netzteil machen. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob es gut ist. Ich meine, es macht seinen Job noch. Aber ich weiß noch nicht, wie lange. Deswegen kann ich in 10 Jahren dafür Werbung machen, wenn ich es immer noch habe. Dann mache ich auch gern Werbung, wenn das so lange hält. Oder, ja, was heißt, weil Werbung ist ja nicht. Schade. Ja, so ganz schön aussieht es nicht. Ein bisschen glatt machen. Ey. So, das ist rot. Das lassen wir. Das geht einfach nach hinten durch. Ohne. Ich glaube, das muss man. Das geht dann noch auf das. Und dann auf das. Oder. Ja, das Schalterle. Das heißt, wir müssen da vom NO offen kommen. Also vom Normally Open auf ein gemeinsamer. Das heißt, den oberen verwenden wir nachher gar nicht. Aber ich hoffe, dass ich die Schreibplatte für da habe. Aber so rum muss nein.
hätte ich vielleicht ein dünner schwarzes Kabel kaufen sollen, aber schon spät. Weil das soll im Normalzustand soll's offen sein. Wenn man dann drückt, dann muss es geschlossen sein. Das heißt, den unteren zwickt man später ab. Hoffe, dass der das mitmacht. Und dann müssen wir da durchschleifen. So, das müssen wir so. So. Das tatsächliche Schwarz. Kommt man da noch hinter. Wurde mal nicht weiter verwendet. Das kommt dann da drauf. Das braucht nicht arg lang sein. Das können wir eigentlich da noch schon fast abschneiden. Aber ich würde jetzt sagen, das mache ich. Schnelldurchlauf. Und ihr seht dann die zusammengestauchte Version. Das ist glaube ich besser. Da schwätzt man dann auch weiter. Wie ich das alles verkabel und Zeugs mache und da. Weil daneben her schwätzen, das ist fehleranfällig. Dann bis gleich.
So, jetzt ist alles verlötet. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Schräubchen reindrehen. Und hoffe, dass alles richtig gelötet ist. Ich habe das schon mit größter Sorgfalt gemacht, aber es ist halt schon ein bisschen auch spät heute. Da kann ich immer. Sind das die Schräubchen für den Taster? Das ist natürlich schon alles unkomfortabel eng. Weil mir das auch oben drüber gegangen lassen können. Super den. So. Was ist das? Das ist da noch. Nee, das ist die von der obere, das ist da noch. Das ist ein bisschen straffer. Der sage das mit Batteriefach und allem. Das machen wir mal irgendein Video. Das wird auch noch mehr Geschäft, wie mir wahrscheinlich lieb ist. Wie wahrscheinlich auch vermutet. Hoppla. Der ist nochmal weiter straffer. Der ist da. Das war so ein bisschen. Das hat ein bisschen ist viel Spiel. Es kann sein, dass ich das nochmal machen muss. Ich würde sagen, ich schraube da jetzt überall mal die Schraubeln ein. Schau, dass ich es grob zusammenbaue. Dann hole ich kurze Pfeile und dann testet man das. Dann bis gleich. So, jetzt ist hoffentlich fertig. Pfeile habe ich geschnitten. Das sind jetzt nicht die besten Pfeile, was man jetzt macht. Klappt auch einfach. Mehr für Dekoration. Das wirklich, also Isoliergelbe habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Dass man das halt einfach nicht rumfliegt und irgendwo einen Kurzschluss verursacht. Dann kleben wir das da dran fest. Aber das ist ein Abstand. Auf das passt. Ja. Hoffe ich, dass das passt. Weil das haben wir bei der Streif schon mal in ähnlicher Form testet. Ein ähnlicher Aufbau will ich auch nicht weiter reinbauen. Weil der Schalter da unten halt 5 Ampere aus. Ich glaube, da fließt, kann ich nachher gleich mal sagen, aber auch schon ein paar Ampere fließen in den Motor rein. 5 Ampere wird wahrscheinlich jetzt wenig sein. Schieber Gott. Ja, das Kabelmanagement ist schon ein bisschen abenteuerlich da noch. Gut, hätte auch. Das Relais, das braucht bloß 100 Milliampere. Da sind die Kabel ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Ganz wenig überdimensioniert. Ja. Ich habe keine andere schwarze Kabel da. Und auch sonst nichts, was irgendwie halbwegs taugt. Das ist da vorne rein. So, jetzt schwätze ich die ganze Zeit noch rum, weil ich den Moment genießen will. Ich denke, das Gott halt doch nicht. Schauen wir mal, ob irgendwas. Okay.
Was habe ich da falsch gemacht? Muss ich... Das hat bei der Streif hat das funktioniert. Oder habe ich das... Muss ich mal gucken, habe ich das nicht Standard? Da fließt das 5 Ampere. Warum? Warum mag das nicht? Warum klackert denn das Relais? Das sollte eigentlich bloß einmal anziehen und gut ist. Das verstehe ich nicht. Was machen wir jetzt? Schalten wir das aus. Aus kann aus. Und dann klemmen wir mal die Module ab. Das kann ja nicht sein, dass das Relais überlastet ist. Weil das ist... So. Wäre es gut gewesen, wenn ich markiert hätte, welches die Module hat. Von dir. Ach, die Beute gegangen. Die Beute gegangen zum Relais. Habe ich das falsch rum verdrahtet, das Relais. Das sollte normal sein. Ah. Da weiß ich es. Das ist mit Klebeband Gott zum Motor. Dann klemmen wir mal den Motor ab. Aber bloß das Relais. Das Gott. Das ist das. Ah, flieg halt hinaus. Das ist das Kabel in der Hand und das zum Relais Gott. Vom Relais Gott, das zum Taster Gott. Das Gott zum Taster. Da machen wir mal ein halbes Klebeband noch. Einfach auch schon mal so gemacht. Das Gott zum Taster. Das geht zum Taster runter. Vom Taster geht es dann aufs Relais, auf die Spuleseite. Auf der Spuleseite geht es dann wieder noch zur Batterie. So. Oder in dem Fall jetzt zum Netzteil. Dann bleibt das weiterhin Ground. Dann müsste es jetzt okay. Das Gott. Warum klackert das dann mit dem Motor? Die anklemmen. Und es hat 0,146 Ampere das Relais. Aber warum? Also das ist eine Taste, wenn der 5 Ampere kann, das ist dann nichts. Oh, das irgendeine. Das tut doch keine. Jetzt müsste auch noch leiten sein. Jetzt müsste es. Das ist Motor Plus Leitung. Ja, das ist die da noch. Auf der anderen Seite die Minusleitung ist einfach durchgeschleift. Das findet man dann auch raus durch. Das ist eine von den zwei. Schalten wir aus. Klemmen wir beides mal an.
Das verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht geht. Meinst du, Not müssen wir einfach großes. Oh, ich sollte aufpassen. Das machen wir raus. Weil das sollte ja eigentlich, ich meine, das Relais sollte genug, also das kann 80 Ampere bei 12 Volt. Das heißt, das sollte es eigentlich können. Wir haben jetzt da 11 Volt. Und Netzteil hat Strombegrenzung auf 10 Ampere. Das hat es vorher auch. Also das war vorher keine 10 Ampere, was geflossen sind. Das verstehe ich nicht ganz. Es wird doch nicht so sein, dass die Magnete von dem Motor da haben das Relais beeinflussen. Scheiße, dann kann man das. Muss ich dann doch vielleicht MOSFET-Schaltung oder sowas. Das ist ärgerlich. Weil ich will da eigentlich keine andere Taste einbauen. Ich meine, ich habe noch einen rumliegen. Der müsste sogar komplett schwarz sein, der dürfte auch passen. Das haben wir bei der Streife auch schon gemacht, aber das gefällt mir nicht. Immer die Optik, die da Probleme hat. Aber jetzt testen wir aus, dass die Pfeile denn überhaupt reinschieben tät. Das ist eng. Gerade so, dass sie vielleicht nicht greift. Bin ich jetzt froh, dass ich das nicht alles fertig gelötet habe. Ja, das ist jetzt halbe Enttäuschung. Ich hätte so Lust, mit dem Blasterle rumzuspielen. Halbe Enttäuschung. Oder wir bauen einfach schwächere Module ein. Das wäre auch eine Alternative. Ich meine, da hätte ich auch mal einen Blaster, der nicht so einen Krach macht. Das hilft nichts. Ich laufe da mal eine Nacht drüber, mache das Video fertig. Und dann sehen wir schon noch was wir da machen oder wie wir was machen. Und ich glaube, das nächste Mal, ja, wenn das mit dem Relais nicht geht, haben wir den Platz da auch noch gewonnen für die Anzeige. Weil die passt da unten schon so schön ein. Und das Batteriefach ausschneiden, das ist doch auch noch was. Nur ein bisschen für Kraut. Aber ja, schauen wir, was man macht. Ob ich gucke, ob ich schwächere Module da habe. Ich glaube, so Schwungräder dürfte ich noch mal da haben. Dann könnte man das einfach mal von anderen Blaster nutzen. Da findet man schon Projekte. Und ja, das ist halt ab und zu. Mal läuft's nicht. Das gehört irgendwie dazu. Könnt ihr jetzt noch. Sieht schon cool aus. Das ist gerade so. Das habe ich gerade so, dass die Kabel reinpassen. Bevor dahinter schon angequetscht. Da werde ich Spannungsanzeige auf der Seite. Das darf man da schon gut sehen. Ich bin da immer überlegen, ob man da nicht schwächere Modelle und dann nicht so viel modifizieren muss. Weil dann könnt ihr vielleicht auch noch damit zurechtkommen, dass ich da IMRs einbaue. Und das Batteriefach einfach so nutzt, wie es ist. Das wäre halt auch noch was. Also gut, dann brauchen wir die Spannungsanzeigen nicht unbedingt. Also zumindest die nicht. Da können wir dann andere Spannungsanzeigen einbauen. Bei der natürlich, die man auch verwenden könnte, aber da brauche ich bloß 2 Anschlüsse dann.
Ja. Wisst ihr was? Oh, das ist alles cool wert. Ich schlafe da mal eine Nacht drüber. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten oder beim übernächsten Video, je nachdem wie lustig ich bin. Und ja, das wird schon irgendwie, kriegt man da ein funktionsfähiges Blasterl hin. Und die Streifen haben wir auch noch gebracht. Also, die ist jetzt da offen, dass ich da mich ein bisschen inspirieren kann. Und ja, deswegen graut es mir, das will ich bei dem nicht so hässlich haben. Bei der Streife ist egal, Deckel drauf, vergessen. Aber bei dem ist halt Deckel drauf und man sieht trotzdem nur durch. Also, und ja, und die Streifen macht man eigentlich auch zu viel Krach. Also von daher gucke ich mal, was ich noch da habe. Und dann schwätzen wir weiter. Dann wünsche ich euch mehr Erfolg beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.